In Offenbarung 11 spricht die Bibel von 2 Zeugen. In diesem Video wollen wir herausfinden, wer diese 2 Zeugen sind. Lasst uns also beginnen. In Offenbarung 11, Vers 3 lesen wir: Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Bei den 1260 Tagen handelt es sich um die gleiche Zeitperiode, die wir zum Beispiel auch in Offenbarung 12, Vers 6 wiederfinden. Oder auch als 42 Monate und eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit an anderen Stellen. Insgesamt kommt dieser Zeitraum in der Bibel 7-mal vor. Jeder dieser Texte beschreibt den gleichen Zeitraum. Es steht nämlich für die Zeit der päpstlichen Oberherrschaft, die 538 nach Christus begann, als Justinian den Bischof von Rom zum Haupt aller Kirchen erhob. Und dieser Zeitraum endete 1798 nach Christus, als Pius VI. Von Napoleon gefangen genommen wurde. Wenn ihr auch gerne darüber ein Video möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Bei unserem heutigen Bibelstudium geht es einfach nur um die 2 Zeugen. In Vers 4 erfahren wir dann, dass diese 2 Zeugen 2 Ölbäume und 2 Leuchter sind. Im Buch des kleinen Propheten Zacharia finden wir ebenfalls diese beiden Begriffe. Ein Leuchter ganz aus Gold und 2 Ölbäume. Nachdem Zacharia dieses Gesicht sah, fragte er den Engel, was diese bedeuten, und der Engel antwortete ihm: Dies ist das Wort des Herrn. Dem Propheten wurde also in einem Nachgesicht ein goldener Leuchter und 2 Ölbäume gezeigt. Doch er verstand deren Bedeutung nicht, also fragte er den Engel, was dies bedeutet. Interessant ist auch die Antwort des Engels darauf: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Es ist so, als ob der Engel ihm damit sagen wollte: Du solltest doch deren Bedeutung kennen. Und weshalb sollte er die Bedeutung kennen? Weil es die Sprache des Heiligtums ist. Auch das Buch der Offenbarung ist in der Sprache des Heiligtums geschrieben. Wenn wir also verstehen wollen, was mit goldenen Leuchtern und Ölbäumen gemeint ist, müssen wir das Heiligtum studieren. Auf unserem Kanal findet ihr eine ganze Serie darüber. Darin werden auch die einzelnen Gegenstände und deren Bedeutung aufgezeigt. Werfen wir also einen kurzen Blick ins Heiligtum. In 2. Mose 25 gab Gott dem Mose die genaue Anweisung, wie dieser Leuchter gestaltet sein soll. Und das Öl, welches für den Leuchter gebraucht werden sollte, war das von Olivenbäumen. Wie jeder dieser Gegenstände im Heiligtum wies auch der Leuchter auf Jesus hin. Jesus ist das Licht der Welt. Wenn wir also verstehen wollen, wer oder was die 2 Zeugen sind, müssen wir zum Heiligtum gehen. Denn die 2 Zeugen sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter. Was also war der Zweck des goldenen Leuchters im Heiligtum? Und du sollst seine 7 Lampen machen, und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Was lag vor dem Leuchter? Der Schaubrottisch. Und auch hier möchte ich euch den Teil aus der Heiligtumsserie über den Schaubrottisch empfehlen. Denn um dieses Brot, Gottes Wort, lesen und studieren zu können, haben wir also das Licht des Leuchters nötig. Ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Wort nicht studieren. Doch bevor dieser Leuchter überhaupt leuchten konnte, musste man ihn zuvor mit Öl befüllen. Auch Jesus wurde, bevor er seinen Dienst hier auf der Erde begann, zuvor mit Öl gefüllt, nämlich bei seiner Taufe. Denn da wurde er mit dem Heiligen Geist gesalbt. In Lukas 4, Vers 14 heißt es, dass Jesus in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa kam. Lass uns also zurückkehren zur Offenbarung 11. Dort erfuhren wir, dass die 2 Zeugen 2 Ölbäume und 2 Leuchter sind. Wir wissen nun, dass die Ölbäume und die Leuchter mit dem Heiligen Geist und Jesus zu tun haben und dass die Aufgabe des Leuchters, als auch von Jesus, diejenige war, Licht ins Dunkle zu bringen, damit wir Gottes Wort sehen und verstehen können. Und über die wir nun durch Zacharia 4 wissen, dass sie das Wort des Herrn durch den Geist sind. Im Heiligtum sollte ja der Leuchter das, was vor ihm lag, erleuchten. Und das, was vor ihm lag, war ja der Schaubrottisch, ein Symbol für Jesus, der das Brot des Lebens ist, und für Gottes Wort. Jesus ist das Wort. Johannes 1, Vers 1.
Dieses Brot war in 2 Reihen zu je 6 Broten aufgestellt, so wie auch die Bibel in 2 Testamente eingeteilt ist, doch zusammen ein Buch ergeben, welches interessanterweise aus 66 Büchern besteht. Solltest du also eine Bibel besitzen, die mehr oder weniger als 66 Bücher enthält, dann ist es nicht das richtige Wort Gottes. Diese 66 Bücher zusammengenommen ergeben also die Bibel, eingeteilt in das Alte und in das Neue Testament. Eine bessere Bezeichnung wäre das Erste und das Zweite Testament, denn am Alten Testament ist eigentlich nichts alt. Schließlich sagt Gott auch, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Sie sind die 2 Zeugen. Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 39, dass die Schriften von ihm Zeugnis geben. Interessant ist auch das biblische Prinzip in Bezug dazu, etwas zu bezeugen, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Nun wollen wir uns auch noch eine weitere Auslegung betrachten. Denn es gibt zum Beispiel die Ansicht, dass die 2 Zeugen für Elia und Moses stehen. Schließlich heißt es in Offenbarung 11, Vers 6, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Daraus schließen nun manche, dass die 2 Zeugen Mose und Elia sind. Denn als Israel zur Zeit Ahabs dem Götzendienst verfallen war, hatte das Wort Gottes in Elias Mund die Macht, den Himmel zu verschließen, damit es 3 Jahre nicht regnen konnte. Und als Gottes Volk in Ägypten war, hatte Gottes Wort im Mund Moses die Macht, die Gewässer Ägyptens in Blut zu verwandeln und sie mit Plagen zu schlagen. Doch die Betonung liegt auf Gottes Wort. Schauen wir weiter. Es gibt da die Begebenheit in Jesu Leben, nämlich die auf dem Verklärungsberg. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten in Christus wieder auferweckt, und wir, die wir leben, werden verwandelt. Elia repräsentiert diejenigen Gläubigen, die bei der Wiederkunft Christi noch leben und verwandelt werden, so wie auch Elia nicht sterben musste, sondern in den Himmel gebracht wurde, während Mose für diejenigen Gläubigen steht, die bereits verstorben sind, aber bei Christi Wiederkunft auferweckt werden, so wie Mose starb und dann von Jesus wieder auferweckt wurde. Sie sind sicherlich ein Zeugnis dafür, was mit den Gläubigen geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Doch in erster Linie dachten die Jünger wahrscheinlich an etwas anderes, als sie diese beiden Männer sahen. Und zwar an die letzte Prophezeiung im Alten Testament. Diese finden wir in Malachi 3. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Mose repräsentierte das Gesetz, während Elia für die Propheten stand. Mit anderen Worten, sie beide zusammen repräsentieren ebenfalls Gottes Wort. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Selbst Jesus gebrauchte diese beiden Begriffe, um von Gottes Wort zu sprechen. Mose und Elia sind also nur ein Symbol für Gottes Wort. Die 2 Zeugen in Offenbarung 11 sind nicht wirklich Moses und Elia, denn schließlich ist uns gesagt, wenn wir weiterlesen in Offenbarung 11, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Mose und Elia sind bereits im Himmel und haben das ewige Leben. Es ergibt keinen Sinn, wären sie noch einmal in der Geschichte heruntergekommen, um dann vom Tier aus dem Abgrund getötet zu werden. Sie stehen also nur symbolisch für die beiden Zeugen, von denen wir nun wissen, dass sie für Gottes Wort stehen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte und wünsche euch Gottes Segen und Führung beim Studium seines Wortes.